Gleich spreche ich hier über eines der ältesten Musikinstrumente der Welt, die Harfe. Damit verbindet man sofort himmlische Klänge, aber wer denkt schon dran, wie mühsam es ist, so ein 40-Kilo-Instrument von Auftritt zu Auftritt zu schleppen? Mein heutiger Gast, Silke Eichhorn, ist nicht nur eine der besten Harfenistinnen Deutschlands, sie kann auch sehr unterhaltsam aus ihrem Leben erzählen. Sie hat sich an der Harfe einen Namen gemacht, viele Preise gewonnen, war Stipendiatin der Villa Musica. Silke Eichhorn spielt am liebsten Solo und nennt ihr Instrument liebevoll Baby. Doch ihr Alltag ist nicht immer so himmlisch leicht wie die Musik. Allein die 40 Kilo schwere Harfe ins Auto zu quetschen, eine Herausforderung. Was sie unterwegs alles erlebt, das erzählt sie bei ihren Konzertabenden. Aus dem Leben einer Harfenistin, meistens mit Happy End. 5 Minuten vor Konzertbeginn hechtete ich in den Saal. Einspielen, Schminken sowie Harfe gut temperieren mussten heute leider ausfallen. Etwas atemlos stimmte ich mein Baby kurz durch und nach einem Sprung ins Abendkleid zupfte ich auch schon mit verträumtem Blick, sehr zur Freude des Publikums, an meinem Himmelsinstrument. Luja, sag ich, das war knapp. Und jetzt ist Silke Eichhorn mein Gast. Mensch, aber so knapp, das ist dann schon die Ausnahme bei Ihren Auftritten, oder? Ja, hoffentlich. Woran lag es denn, dass es so spät war? Ja, ich war in einem Zug ausnahmsweise unterwegs. Normalerweise fahre ich ja immer Auto. Ja. Und der blieb genau hier hängen, also im Rheingau drüben. Also erst sollte links rheinisch fahren, dann war da schon ein Problem, dann rechts rheinisch. Und dann hingen wir kurz vor der Laurelei, brannte es in einem Tunnel. Und ich bin dann dahin und sage zu der Schaffnerin, und er so, wo sind wir hier eigentlich? Weil das war noch Zeiten ohne Handy. Ja. Und sie, das weiß ich auch nicht. Und ich so, ja, dann können Sie es bitte mal rausbringen. Ich müsste hier zeitnah aussteigen. Was hier? Das würde nicht gehen. Und auf dem anderen Gleis kämen Züge von vorne. Da sage ich, naja, also wenn es im Tunnel vor uns brennt, wird jetzt ja hoffentlich kein Zug aus dieser Richtung kommen. Und dann habe ich mir ein paar Männer aktiviert. Dann haben wir die Harfe da raufgetragen auf die Böschung schon, und dann mussten die aber einen Sprint zurück in den Zug. Und dann kam Taxi. Ja, das kam dann nach längerer Zeit erst, und Mensch, aufregend. Es hängt ja jetzt, wenn wir schon beim Thema hängen bleiben sind, auch bei Ihnen alles in der Stille. Eigentlich würde jetzt bei Ihnen, wie Sie so schön sagen, die Bethlehem-Rallye anstehen, ja. Also Weihnachtskonzerte. Ja. Es ist ein bisschen mühsam, also aktuell bin ich beim 63. abgesagten Konzert. Boah. Und es wird auch nicht das letzte bleiben. Ja. Was ein bisschen schade ist, dass uns die Regierung nach wie vor im Regen stehen lässt. Also blumige Worte, viele Versprechungen, aber es ist noch nichts da. Die Tools sind immer noch nicht programmiert für Anträge. Das ist schon bitter. Was gibt Ihnen dann die Kraft, durchzuhalten? Also ich bin da sehr bayerisch und sehr pragmatisch. Bevor ich mich aufrege, ist mir lieber wurscht. Ja. Also ich arbeite einfach und ich weiß, dass ich überlebe. Ich habe zum Glück viele CDs, ich habe das Buch, das kann mir noch Einkünfte generieren. Mhm. Ich möchte, dass meine Musik weiter besteht, und ich habe so viele Ideen immer. Jetzt mache ich gerade online für den Advent bereite ich was vor für YouTube. Und also mir geht die Arbeit überhaupt nie aus. Von Ihrem nicht ganz unkomplizierten Musikerleben erzählt ja auch Ihr Buch Lebenslänglich frohlocken, aus dem Sie auch gerade im Film zitiert haben. Gibt es denn in dem Buch auch eine Lieblingsgeschichte von Ihnen, wo Sie sagen... Ja, also die sind schon alle irgendwie wirklich traumatisch. Also es sind Erlebnisse, die mich über lange Zeit immer wieder begleitet haben. Wenn zum Beispiel der Bestatter anruft und sagt, kannst du eigentlich auch einen Walzer, also kannst du auch einen Walzer spielen? Und ich überlege halt schon, ja, was zur Beerdigung ein Walzer? Und dann sage ich, ja, wann ist denn die Beerdigung? Ja, genau, das ist das Problem, weil die demnächst zu Begrabende ist noch gar nicht gestorben, aber die Tochter plant schon alles und sie hätte eben gern einen Walzer. Und das ist so skurril, das kann man sich gar nicht ausdenken. Und diese Geschichten habe ich im Buch verarbeitet. Das ist ein sehr lustiges Lesebuch und mal andere Einblicke in meinen Beruf. Auf welcher Position in der Rangliste steht denn bei Ihnen das Spielen vor Papst Benedikt? Ja, das ist schon was Besonderes. Also hat wirklich nicht jeder, und ich bin sonst auch so diese Haltung, jeder Mensch ist gleich, aber so ein Papst ist schon noch mal was ganz Besonderes. Also eins der absoluten Highlights in der Karriere. Jetzt leicht provozierend gefragt, ist die Harfe denn nicht ein relativ angestaubtes Instrument? Ja, ich versuche sie schon seit Jahrzehnten zu entstauben. Ja. Und natürlich, aber das liegt auch am Klischee, weil einfach nach wie vor viele Menschen denken, naja, Harfe ist gleich Weihnachten, lange Haare und ein Kleid, und dann ist es praktisch, eigentlich spielt sich schon von selbst. Harfe ist ein super kompliziertes Instrument. Man braucht wahnsinnig viel Kraft, es zu spielen. Man braucht Kraft, sie zu transportieren. Es ist unhandlich.
sportlich und man spielt mit Händen, mit den Füßen, man braucht super schnelle Augen und es gibt tolle Literatur, wirklich von der Renaissance bis zum Jazz, Swing, Blues und ich versuche einen großen Teil abzudecken, weil mir das einfach Spaß macht. Die Begeisterung ist unendlich, stelle ich auf jeden Fall fest. Und dank Rheinland-Pfalz sind Sie auch eine der besten Harfenistinnen Europas geworden. Ja, also die Villa Musica in Rheinland-Pfalz ist ein ganz entscheidender Baustein auf meinem Weg gewesen. Und was ist für Sie das Schöne an Rheinland-Pfalz selbst? Denn das Land haben Sie ja dadurch auch ein bisschen kennengelernt. Also ich kenne ganz viele Burgen und Schlösser und die Landschaft hier. Ich finde die Menschen wirklich unglaublich nett. Ja. Die Gegend ist so toll. Also meine zweite Alternative zu Oberbayern wäre tatsächlich hier. Wie gehen Sie denn jetzt in die nächsten Monate, die ja doch noch relativ düster ausschauen? Zumindest heute wurde ja auch schon den ganzen diskutiert über weitere Verschärfungen der Corona-Regeln. Ja, also ich gehe einfach nach wie vor optimistisch. Was soll ich mich aufregen? Es bringt mir ja eh nichts. Gibt es denn schon eine Tourneeplanung dann auch fürs nächste Jahr? Ja, ich habe auch jetzt im Dezember Konzerte geplant. Ob die jetzt stattfinden oder nicht oder unter welchen Bedingungen, das weiß ja keiner. Und ich lasse mich auf alles ein. Ich bin bereit. Gibt es denn eine Geschichte, die Sie eventuell sagen, okay, da konnte ich Corona auch was Positives abgewinnen? Das hat immer Vorteile, auch solche. Also erstmal wird vielleicht in der Gesellschaft auch das Bedürfnis nach Live-Musik noch mal klarer geschärft, dass vielleicht nach dieser Krise wirklich diese Lust auf ins Konzert gehen da noch größer ist. Wir brauchen das Publikum, ja, und wir lieben es, vor Publikum spielen zu dürfen. Dann hoffe ich, dass es wirklich die Zukunft zeigen wird, dass es genauso kommt, wie Sie sich das erwünschen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses positive Gespräch in der Landesschau Rheinland-Pfalz. Gerne, danke.